Bei einem Newcomer, bei einem ganz neuen Künstler, muss man zuerst mal 2, 3, 4 Jahre das Groundwork machen, eben den Boden aufbauen, organisch. Und das geht halt dann länger. Das ist der längere Weg, so. Das soll sich auch jeder bewusst sein, jeder Künstler, dass das nicht von heute auf morgen kommt. Und wegen dem ist das Thema wichtig, oder soll die Folge soll eher dem soll eher den Leuten helfen, die so ein bisschen damit am Ringen sind. Ja gut, was soll ich jetzt alles machen? Soll ich jetzt Promo machen? Soll ich dort schon Facebook promoten, Posts machen? Soll ich schon, bringt es das, Instagram-Posts machen? Also das alles zu boosten und so. Dort würde ich mich eher darauf besinnen, zuerst mal versuchen, wenn man jetzt aus dem Standpunkt kommt, man hat noch nie etwas released, und auch, man hat auch erst 1, 2, 3 Songs draussen, sollte man versuchen, zuerst mal mit den eigenen Mitteln, also mit der eigenen Kraft und mit dem, was man selber kann machen kann, an Künstlerkommunikation und aber auch Releases, zuerst mal organisch versuchen, das alles aufzubauen, mit der Regelmäßigkeit, mit der Kontinuität, anstatt dort schon Schritt überspringen und das Gefühl haben, ich muss jetzt morgen von dem Online-Medium XYZ gefeatured werden und dann gehst du 7 E-Mails dort machen und nur, dass du gefeatured wirst, weil du weißt, okay, die haben mega, mega viele Fans dort und dann komme ich auch ganz, ganz viele Fans über, einfach so der naive Denkfehler, der dann gemacht wird, und dann verwünscht man vielleicht das falsche Medium oder die falsche Plattform, wo leider dann auch die Naivität ausnützt bei einem Künstler und findet, ja gut, wir machen mit dir etwas, obwohl du vielleicht, eben Stichwort Industry plant, obwohl du vielleicht gar noch nicht so weit bist oder das timingmäßig noch gar nicht hast, so, also noch auch gar keinen Boden hast oder irgendeine Reaktion von draussen, und das braucht es halt dann nicht zwingend so. Wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht in dieser Folge, wird man halt sehen, was ich dort dazu gemeint habe, aber das braucht es halt nicht zwingend für eine Plattform oder ein Medium, um dich zu featuren, und das kann auch im Negativen halt dann auch ausgenutzt werden. So, eben heisst das, man soll wegen dem nie Promotionen machen oder mit Medien irgendwie zu tun. Nein, sicher nicht, um Gottes Willen. So, das gehört alles zu einer guten Künstlerkampagne, gehört das dazu, wenn man einen richtigen professionellen Rollout machen will. So. Aber es steckt da eine Lektion dahinter, wenn man zuerst mal versuchen sollte, als Künstler organisch sich eine Fanbasis aufzubauen, und das kann länger gehen. Da rede ich halt von gewissen Entwicklungen, die auch gut und gern 4 bis 5 Jahre gehen können. Und die Geduld muss man halt auch aufbringen. So. Die Geduld muss man auch aufbringen, dass man nicht das Gefühl muss haben, man muss jetzt sofort gerade zu irgendwelchen traditionellen Mainstream-Medien laufen, und man braucht halt unbedingt das Feature, man braucht halt unbedingt die Sachen, gerade von Anfang an muss das sofort laufen, weil dort eben gibt es dann sehr viel auch Illusion, so, wo dann von Amerika kommt oder so von der amerikanischen Popkultur, wo halt auch genau in das hineingeht, mit dem organischen Konsum und mit dieser Nische, mit diesen Nischen-Movements, wo ich ganz am Anfang erklärt habe, dass halt sehr viele Leute dort sehr, sehr lang, zuerst mal 7, 8 Jahre irgendwie in einer Nische ein Movement aufgebaut haben und erst dann der Mainstream-Erfolg gekommen ist. Und wir da in der Schweiz, oder wenn man jetzt auch Künstler wäre in der Schweiz, das sieht und das Gefühl hat, also die 7 bis 8 Jahre sieht man dann nicht, man sieht einfach den Mainstream-Erfolg, von dem rede ich. Und man hat dann das Gefühl, ja, das Thema ist jetzt über Nacht gekommen. Und das ist so der grösste, sagen wir nicht Trick, aber leider ein bisschen die grösste Illusion, die da halt einmal schnell kann entstehen, oder die falsche Aussenwahrnehmung, dass halt schnell mal übersehen wird, dass da 7, 8 Jahre vielleicht im Untergrund oder völlig unter dem Radar geschaffen worden ist, wo da einfach die ganze Zeit released worden ist, bevor irgendein Pitchfork oder irgendwie Rolling Stones Magazine oder irgendjemand gekommen ist und die gefeatured hat. So.
Und die gleiche Mentalität, ich sage das alles, um das natürlich auch für den Schweizer Werdegang, für die Schweizer Musikindustrie können anzuwenden als Künstler, weil die Funktionen und die Mechanismen sind da nicht anders. So. Was da anders ist, da kommen wir dann irgendwann dazu, wenn ich dann noch eine Folge mache zu Promotionen und wie so die Medienlandschaft Schweiz aussieht und was das alles zu bedeuten hat, so wie man könnte durch die Schweizer Landschaft sich navigieren so.